Das Überschrift euch gibt es Wort als ein Ziel. Und nur weil wir Kirchen von der, das Kinder Gottes, Wort ein Ziel ist, in wo wir so verschaffen. Und wir wollen eine Kirchen, wer geschrieben ist, und worum er das geschrieben hat, oder zu wem er das geschrieben hat. Der schrieb dat als Paulus, und der hat das Brief geschrieben, nur die Kirche. Nur die gläubigen Brüder und Schwestern im Herrn hat er das Brief geschrieben. Und den wir Krieg so annehmen, für uns ist er damals, den hat geschrieben für seine Kirche durch. Wenn wir 3 uns tags, nur Vers 12, wo sagt er, nicht, dass ich dort alle habe oder daran vollkommen sie, aber ich da alles, was ich kann, dort zu holen zu kriegen, woran Christus Jesus mich all zu holen hat. Worum sagt er, dass Jesus steht, dass er will zu holen kriegen, dass Christus am zu holen gekriegt hat. Wenn wir nur Paulus kicken, er wird vorher mal ein ganz anderer Mensch. Er wird nicht immer für Gott. Er tut alles, was er kann, Christen anzubringen. Wenn wir in Apostelgeschichte 9, Vers 3 kicken, Apostelgeschichte 9, 3 durch 6. Und es sei ab dem Weg wir nur Damaskus, und es sei ab dem Weg wir in nur Damaskus kamen, schien mit einmal plötzlich ein Licht vom Himmel über ihm. Und er fiel ab der Erde, und hier eine Stimme zu ihm sein, Saul, Saul, woran verfolgst du mich? Saul frug, Herr, wer bist du? Und der Herr sagt, ich sehe Jesus, den du verfolgst. Die Worte dort schwor worden, jeden des Stachels zu schlunen. Nu stu ab und go in die Stadt nein, und ich wurde jemand schatten, zu sein, was du tun sollst. Hier wird der Route nach Damaskus, und warum wir kein nach Damaskus? Damals wird Saul. Aber der hat dann ein ganz anderes Ziel. Sein Ziel wird dann, er will die Christen anbringen. Er hat dort berät mit der hohen Priester, dass wenn er seine Begehung hat, wie kriegen dann das Frühes oder Mana, dass er kann festnehmen und bebringen, und er würde nur Ernst bringen, nach Jerusalem. Und da wird er betonen, dass er will die Christen mit aller Gewalt anbringen. Aber hier kriegt Gott am zu helfen. So plötzlich ist das Licht für ihn schien. So plötzlich wird Gott belohnt. Und ich werde das hier nicht alle lesen, aber wenn wir den Kapitel wieder durchlesen, dann du beschrift dort, was dann passieren wird. Und es ist Jesus dort haben sein, der nicht stu ab und go in die Stadt nehmen. Dann stund er ab, mir können seine Augen auf, aber dann kann er nicht sein, er wird blind. Und die Männer, die mit am wären, die nahmen ihn an der Hand und leiden ihn in die Stadt nehmen. Dann wird er durch 3 Teile, was er nicht sein kann. Und die Teile eit er nicht und trank er auch nicht. Aber wenn wir daran denken, dann sind Menschen, es wird, um die Christen umzubringen. Was man er für Gedanken haben, je hat die 3 Teile, was er nicht eten und trinken, die nicht sein können. Aber Gott hat einen Plan für ihn. Er wusste reinkriegt, was er mit ihm tun will. Er hat ihm durch die Helm gekriegt. Von dem Moment an wird er ein anderer Mensch. Aber wenn er da wieder liest, dann sagt er, dass Ananias kriegt eine Vision, dass er soll gehen, nach Saul gehen und mit ihm reden und ihm die Augen aufmachen. Aber er will es erstlich nicht tun. Er sagt zu Gott, weißt du nicht, was da rumgeredet wird von diesem Mensch? Was das für ein Mensch ist, dass er schafft, in der Christen umzubringen, der hat auch sehr viel umgebracht. Und danach Gott hat seinen Plan bereit für ihn und sagt, was er tun soll. In der Teil hat Saul auch eine Vision, dass
du würden morgen mit dem Noem an ein neues ankommen und an der Hängablei und an die Juden merken. Und dann passiert das Krieg so. Und es haben die Juden waren auch gemerkt, dass eigentlich dachte so wie sehr bemerken, was dann passiert. Dann plötzlich wird am getauft. Nu wird er zum Glauben gekommen. Nu wird er ein ganz anderer Mensch. Er wird nicht das haben, was er gewesen wird. Und Gott hat ihm durch die Augen gekriegt. Und wenn wir nu wieder kijken, nu Vers 13. Brüder, ich sei mir nicht dafür an, dass ich das alle zu holen habe. Aber einerlei dauert ich krieg verwurz, ich krieg verwurz. Nee, ich war noch einmal. Aber einerlei dauert ich vergeet, was hinter mir liegt, und rieg mich uit naar dort, was vor mir ist. Was meint er hiermit? Hij verjaart dat wat du hinter am ist. Hij laat dat leien. Wat proeft du met te zijn? Eerstling zegt hij, nu wil hij dat zijn te houden te krijgen, waarin Christus am te houden heeft. En hij wil dat alles hinter zich laten. Wir denken vielleicht kurz an die Sinn, was er erst einmal getan hat. Aber ich glaube nicht, dass das unbedingt bloß die schlechten Dinge ist. Der redet hier von den guten Dingen. Er ist nicht bedeutet und abhängig an was er hier getan hat. Nu als er ein Kind Gottes bei der Zeit, dass er das Brief geschrieben hat, damals wird er all lang ein Kind Gottes, wenn er gerecht sie, ich glaube, bei 24 Jahren wird er dann all Interesse, was er das Brief geschrieben hat. Wir können uns vorstellen, was er all viel getan hat für Gott und auch sei gewesen. Aber er wird auch nicht zufrieden. Und er wird auch nicht bedeutet an was er getan hat. Er will die Dinge hinter sich lassen und er will sich uitreichen in sein Meier zu kriegen. Er reicht sich uit, dass er wird Meier kriegen. Meier ist, was Gott, ist, was er durch gekriegt hat. Wenn wir so denken, es ist wie Kinder werden, es ist wie eine Schau werden, und wir mal in der ersten Klasse werden, dann, wenn wir dumm wie im Band geblieben und nicht zurückkicken dann, und denken, so die all die Jahre, die vorbeigegangen sind, wir sind alle geworden, weil wir wären in der Klasse geblieben, wir wurden bloß dort gelehrt haben, was die in der Klasse lehren. Wir wurden never haben Fahrrad getragen und never wieder gelehrt. Bloß immer, wenn wir nicht kicken, dann würden wir bloß dort weiter, was die gelehrt haben. In Krieg ist es mit uns christlichen Leben. Wenn wir bloß stehen bleiben, auf den Staub bleiben, wo wir sind, dann leben wir never mehr. Dann kriegen wir never mehr in Gottes Wort, wenn wir bloß bleiben. Und sie denken, na ja, ich sehe nicht ein Kind Gottes und ich weiß nicht alles. Aber er sagt hier noch, Brüder, ich sei mir nicht dafür an, dass ich das alles zu holen habe. Das ist sehr wichtig, dass wir daran denken, dass wenn wir Kinder Gottes sind, wir haben das vielleicht, dass wir so never so denken, wir haben das nicht alles zu holen. Nicht weiß ich, was ich mache tun, oder was ich kann tun. Ich weiß, was der gut ist, was der reich ist, was der nicht gut ist. Wir sollen immer demütig bleiben und so denken, dass wir haben das noch nicht alles zu holen. Du hast noch viel, was wir können holen zu kriegen. Und dass wir wollen demütig bleiben und so denken, dass das Paulus gesagt hat. Dass wir wollen dort hängen uns lassen. Was wir hier tun haben, kriegen da, wenn wir ab der ersten Staub werden, ist wie ein Kind Gottes werden. Wenn wir nie ab der zweiten Staub sind, wir sollen never so denken, naja, nie habe ich so viel getan, ich war nicht zufrieden sein, ich wollte den Nächsten nicht lassen, ich war arm dort lassen, arm dort lassen. No, wir sollen immer den Verlangen haben, dass wir auch wollen, vorwärts reden, in sein Meier tot zu kriegen, und uns einraten, in sein Wort wir können zu holen kriegen. Kriegst du dann, was Gott uns zu holen kriegt. Und wenn wir Kinder Gottes sind, wenn wir uns reich an Heil zu Gott, wir haben Buße tun, und wir haben Gott angenommen, das ist ein Kind Gottes, und wir haben gesagt, hier sehe ich, nehm die mich,
Ik wil voor die leven. Wanneer we dat gedaan hebben, dan heeft hij ons ook te houden gekregen. Dat is vielleicht nicht op de route naar Damascus, maar hij heeft ons dan te houden gekregen. En nu zijn we ook afhängig. En arm, en nu zullen we voor arm streven. Dat wanneer we streven, dan zullen we een verlangen hebben, ons uit te reiken, voorwaarts en voorwaarts te gaan. Wanneer we nu Lukas 9, vers 62 kijken. Jezus überzette aan, wer zijn hand om den Plug leicht in Trek kijkt, is niet im Gottesreich te brücken. Wat meint hij hiermee? Wat meint de schrijver hiermee? We denken vielleicht aan den Former, wenn hij zijn hand op een Plug legt en vangt aan te pliegen, dan zal hij never trekken. Dat is niet wat hij hier meint. Dat is ganz selbstverständlich, dat in Former van de pliegen, dat hij maar trekken in zich merken, dat alles in Ordnung is. Die maar zich merken dat hij eer zich even net en dat hij Plug ganz in Ordnung is. Maar hij redt hier van het christelijke leven. Wanneer hij ons heeft te houden gekregen en we ons aan onze hängen op arm abgelegd, dan zal we niet terugkijken. Wanneer we dan terugkijken naar ons oude leven, naar dat wat we bij dat gedaan hebben, en we bloos afhängig zijn aan dat, dan zijn we niet te brücken tot het Gottes. Dat is wat hij hier meint, dat we kunnen niet immer zo denken, nou ja, ik heb nu al zoveel gedaan, ik heb mijn vlieg gedaan. Ik heb nu al verzoend zo lang. Zoals ik zei, ik denk dat hij weer het 24 jaar in kind Gottes. En er wordt veel gedaan aan in die 24 jaar. Maar hij wordt niet tevreden. En krijgt zo wie van die ook zijn. Krijgt dan wel lang wie al een kind Gottes zijn. Laat dat nog een steltje zijn, een jaar, een paar jaar, of al vele jaren. We zullen niet tevreden zijn met waar we zijn. We zullen immer weer voorwaarts reiken en ons uitreiken, nu dat zijn te houden te krijgen, wat er te houden te krijgen is. Deze lektion studeren, dat kom ik op een geschichte. En dat handelt zich om de kerk. Was de kerkmensen, en die hadden bereid, ze willen taub komen in Gemeinschaft haben. Dan komen ze op een was steht taub, en bloos om Gemeinschaft te haben. En zijn er was mensen, die predigen erst door. En dan kwam een oude tante bij ons en zei, hier ook te de gemeente. Ze is al 81 jaar oud. En dan zei ik, bij het kwam, je ze nu en zet een prediger door, en de prediger nu bij met wasse mensen. En zei, je klikt nu den prediger. Ze is niet beduurd om door man te reden, ze is niet beduurd om van wat die du nu brengen. Ze je klikt nu een prediger en zei, prediger, wat zijn de laatste 5 Bücher, wat du gelezen hast? En ik geloof dat selbstverständlich van een prediger wordt Bücher lezen, dat worden vielleicht gouden Bücher zijn, dat worden christelijke Bücher zijn. En dat wordt de oude tante vielleicht zo ook geloofd hebben. En nu wordt zij beduurd. Zij wordt al 21 jaar en zij wil weten wat van de Bücher hij had gelezen, wegen zij had den verlangen. Zij wil immer weer voorwaarts gaan en nog meer toenemen. Zij wordt niet beduurd dat zij al 21 jaar wordt. En zij dacht ook niet dat zij al alles had wat doet hou. Zij had nog den verlangen van wat Paulus gereden heeft, dat wieder te gaan en meer te krijgen, te houden te krijgen. Maar die geschichte ging ook wieder. Dat ging wieder, dat zij wordt bij 91, ik geloof 94 jaar oud. Eens maar eens kwam er dag en er stoef aan en ving er door en er bad en is zij gestorven. Maar wat ving ze bij 7 bar op een schop? Du hast een buch, wo sie den Uwe noch hat neergeschreven. Wat zij in de nächste 5 jaar wil doen. En dat handelt zich om de Recht Gottes. Wat zij nog kunnen doen en wat zij wil doen. Zij wordt je dat waarschijnlijk niet gewusst hebben, dat lieber Gott er daarna voor een huis roepen. En er weer dat dan ook nog gedaan, dat hij nu weer zo 94 jaar oud. Maar zij nemen nog zoveel tijd in een buch schrijven wat zij wil doen in de nächste 5 jaar. En krijg zo'n verlangen zo wie gaan krijgen dan wat ons alle is. We zullen immer dafür zorgen dat we te doen zijn om wieder te komen en voorwaarts te gaan. En niet afhängig zijn van wat we wat hier te doen hebben en waar we gekomen zijn. We zullen voorwaarts reiken en ons uitreiken, meer te krijgen.
En ik denk dat moet een grote zegen zijn geweest voor de kinderen, voor de hingerlotenden, voor de grootkinderen, want zij dat kan zijn. Dus wenn die grootkinderen zijn, helemaal wat Großmama geschreven heeft, nach den Oven, voor zij starb, dat wat van verlangen zij hadden nu dat Himmelrijk. En zo zal we ook zijn, dat wanneer onze tijd hier aan is, we weten dat, wanneer die Welt stehen bleibt, wir haben alle eine bestimmte Zeit, wir weten nicht wanneer, aber wenn wir so wollen, wenn wir so wollen leben, dass wir so ein Verlangen haben, was können wir nicht für ein gutes Vorbild hinterlassen, dass wenn wir krank so vorwärts treten, dann immer weiter, und das kann sein, dass wir nicht zufrieden sind, wo wir wären. Vers 14. Ich jage auf das Ziel los, den Preis zu kriegen, wozu Gott mich vom Himmel in Christus Jesus gerufen hat. Hier redet von das Ziel. Ich jage auf das Ziel los, den Preis zu kriegen. Und was ist ein Preis? Das ist das Himmelreich. Und du hast ihn nicht zu tun. Ich will den Preis kriegen, wozu Gott ihn berufen hat. Und das ist reinkriegt, was wir sollen. Wenn wir in 1. Korinther 9, Vers 24 gucken, wie weit die nicht, dass die in der Wade ran alle. Aber mo einer gewähnt den Preis, ran so, dass die den kriegen. Wir weten dass wenn die hier bei ihr sein, dass wir die Menschen in der Wade an, in ihr Ziel ist, den Preis zu kriegen. So dass halt sich gleich wel viel in der Wade ran, dann lut dort ein paar sein, oder lut dort 50 oder 100 Menschen sind, sie ran alle denselben Ziel, und die wollen den Preis kriegen. Und dann sage ich hier, krieg so soll wieder an, dass nur den Preis, aber wie viel mehr wird, als der Preis nicht, wenn wir nur den Preis für den Himmelreich ran tun. Das so viel mehr wird, als irgendein Preis hier bei ihr. Und das, was der Schreiber hier sagen hat, wir sollen krieg so gesonnen sein, dass wir auch den Verlangen haben, auf den Ziel checken, dass wir den Preis wollen kriegen, was wir zu kriegen ist. Vers 15. All die, wie all vollkommen im Glauben sind, sollen so gesonnen sein. Und wenn die in irgendwas anders denken, Gott wird ihnen auch daran dort noch offenbaren. All die, was all vollkommen im Glauben sind. Wenn wir Kinder Gottes sind, und wir das Reich tun, haben sie sich auch sagen, wenn wir haben vom Herzen Buße tun, in Jesus Christus anerkannt, das ist Herr und Heiland, und wir dort glauben und weiten, dass er ist gestorben für uns und abgestoßen. Und wir dort Reich tun haben, dann sollen wir in Glauben. Und all die, was wir in Glauben sind, sollen so gesonnen sein, sage ich hier. Wo scheinen wir dort nicht sein, wenn wir dort auch alle die nicht leben und wir alle überein gesonnen werden, das ist Kinder Gottes. Dort, wie viel wir uns dort nicht halten, das ist nicht gemeint. Wenn durch schwere Tiden kommen, wenn wir durch schwere Lehren gehen, dann wird wir so viel mehr verbunden sein, das ist Kinder Gottes, in Christus verbunden, und wird wir so viel besser bestehen können. Wir sein, dass wir allen sagen, ja, die Zeit hier ist, in das Land, die Regierung, die schafft in das, alles anzubringen, in besonders mit den Kirchen, dass alle zu nichts merken. Und wenn so eine Ansage der Tiden kommen, wenn wir alle im selben Glauben sind und alle überein gesonnen sind, wie viel Dollar wird uns dort nicht halten? Und dann sage ich aber, wenn die irgendwas anders denken, Gott wird ihnen auch noch durch das offenbaren. Und durch ob dort haben wir uns verloren, wann wir dort anders sein, wann wir dort anders überdenken, aber wenn wir im rechten Glauben für Gott kommen, in Armdun und Frauen, dort hat uns das Wort offenbaren, dann wird er uns das offenbaren. Und er kann das und er wird das auch tun. Aber wir machen den Glauben erkannt, wir machen durch ein Vorsein in alle überein gesonnen sein. Vers 16. Immerhin, du nu aus uns genug gegeben, du nu weil wir auch leben. Was meint ihr hier? Du nu weil wir auch leben. Die Genut Gottes ist du für uns. Und du nu aus uns die Genut gegeben hat, du nu weil wir auch leben.
dat wie moeten door blijven. Wie kan ik bloos stilstaan? Wie kan ik bloos dat alle dag doen? Wie kan ik zo denken, nou joh, ik heb mijn vlieg gedaan, ik heb al zoveel gedaan, ik heb nu zo en zoveel jaren dit gedaan en dat gedaan, du met je helpen. Nu wil ik den moet laten, de arm moet laten. Wie kan dat niet teruglaten en zo denken, dat we hebben ons vlieg gedaan, we hebben ons vlieg nog niet gedaan. Krijgt is de oude tante, zij had den verlangen, voorwaarts te trekken en voorop te gaan en dat te houden te krijgen. En daarmee schafft hij wat ganz bad ein. Zij wird nicht tevreden. Vliegt wird nicht fertig, bis zij starb. En krijgt is dat met ons. Dat zolang es wir hier noch sind, haben wir die Abgabe, sind wir schuldig, dort zu tun. Wir wollen uns nicht den Himmelreich verdienen mit unseren Worten, das ist ganz klar. Der Himmelreich ist all betont für uns, durch Gottes Gnade. Aber wir sind schuldig, wieder zu treten und vorabzugehen und immer wieder durch Verschaffen, dass wir so viel mehr zu holen kriegen, dass wir dort zu holen kriegen, wo dann Gott uns zu holen hat. Und wenn wir still bleiben und dort nicht ausleben, was passiert dann? Dann hat der Feind so viel Dollar in der Macht über uns. Wir dürfen nicht glauben, dass wenn wir alle im Glauben sind und alle übereingesandt sind, wir dürfen nicht glauben, dass der Feind wird umdrehen und gehen nur die nächste Gemeinde oder nur die anderen Menschen sagen, na ja, das ist ein übereingesandt, die haben alle denselben Ziel, die wollen das Recht Gottes. Der Feind wird nicht bloß umdrehen und gehen fort. Der wird alle hängerig Eis, wo Sachen und Lüren und sein, uns anmutig zu merken und uns zu beschaffen und uns zu versehen mit anderen Dingen. Und wenn wir dort dann nicht leben, dann hat er bloß so viel Dollar in der Macht über uns und kann uns sein, bloß anmutig zu merken und uns Gedanken zu geben, dass Gott sich sagen hat, wir haben ich habe das getan, ich habe das getan, und ich sehe nicht all alt, ich habe lang für Gott gelebt, nu will ich mal andere looten. So ich sagen, ich glaube, das hat sich gleich, was von allen wir haben, den Verlangen sollte wir ein gleichen Säuer sein. Wir ein kraxengroßen Verlangen haben, vorwärts zu reden, nur der Recht Gottes und sein alles zu haben, zu kriegen, was wir offen können. Und dann nu ist uns die Gnade gegeben, so wie wir das auch leben, dass wir never zufrieden sind, dass wir nicht wollen stillstehen und bloß alles tachlauten. Wir müssen dafür schaffen, dass wir vorabkommen und mehr teilnehmen. Das ist so viel, was wir zu kriegen ist. Und das, was Paulus hier wichtig wird, und er schreibt die Kirche des Brief darauf, dass er irgendwo trösten damit, dass sie auch den Verlangen wollen kriegen. Der Kraxis sei den Verlangen nicht hat. Wenn ich daran denke, dass was von unterscheidet wird, von wo er immer schaffen, das mit Christen umzubringen, nu wird den Verlangen ganz anders werden. Er wird zu tun, zu tun mit, für das Gottesrecht zu schaffen, und Gott sein Wort verkündigen und verbreiten über die Welt. Und du sagst, wir hier rauchen, wie es Christen, wie so ein Kraxis gesandt sein, dass wir den Verlangen auch haben. Kraxis, so ist Paulus dort hat, dass Gott hat uns zu Hause gekriegt, das Kind Gottes, und wir sind Kraxis schuldig, dort zu tun, für das Recht Gottes. Und das ist auch mein Wunsch und Gebet, dass wir alle wollen, so gesandt sein und glauben, und dass auch alle wollen, sein auszuleben, uns Beste zu tun, und für das Recht Gottes zu schaffen, und never zufrieden sein, wo wir sind. Mag Gott uns damit erhalten, und wie immer war, wollen vorwärts treten. Amen.